Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocache, sinnlose Let's Plays und wahrscheinlich auch das langweiligste Let's Play, das man machen kann. Und vor allem ist das Spiel schon ewig aus und gefühlt bin ich der Einzige, der es noch nicht durchgespielt hat und der sich noch nicht spoilern lassen hat. Also ich spiele wirklich alles mehr oder weniger First Try. Zwischendrin spiele ich mal auf einem anderen Spielstand ein bisschen weiter, damit jemand weiss, was mich erwartet. Aber alles, was ich euch zeige, habe ich eigentlich selber entdeckt oder herausgefunden. Effektiv nicht groß am Spoilern oder sonst irgendwie etwas wie andere, die da natürlich viel machen. Ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Mal da noch irgendetwas geschafft haben, oder? Den Sprung ins Wasser hätten wir noch erfüllt. Oh, falscher Knopf. Da ist, wenn man halt zwischendrin wieder mal Playstation oder Xbox spielt, dann sind da B-Knöpfe getauscht und dann ist da ein bisschen schwierig. Ja, also, hohes Gras hätten wir noch neu, Helfer im Dschungel. Hätten wir da auch mal noch etwas. Da beim Nest. Und ich glaube, das Pokémon haben wir auch noch gar nicht fotografiert gehabt. Und im hohen Gras wäre auch noch irgendetwas. Hier in der Gegend habe ich ein Weinen gehört, aber woher genau kam es? Ja, da werden wir vielleicht in dieser Folge noch herausfinden, vielleicht aber auch nicht. Alle Aufträge, weil wir dann da vorne immer noch nichts Neues mehr hatten. Aber ich weiss noch, in der letzten Folge hat es geheißen, wir dürften uns den Dschungel mal noch bei Nacht anschauen und vor allem müssten wir rote Kristallblumen fotografieren. Also tun wir doch das gerade zu Beginn von dieser Folge in Angriff nehmen und schauen wir mal, wie der Dschungel bei Nacht aussieht und was für Pokémon da auf uns wartet, die gerne möchten fotografiert werden. It's pretty dark out there. You might have a hard time finding Pokemon. Oh, da hat schon mal eins. Look for a glowing Crystabloom for me, would you? Ja, da hast du schon gesagt, dass du gern Kristallblumen hättest von uns, ja. Was ist denn das? Oh. Ja, die sind nicht so schön. Und, oh, das ist, oh, schade, da ist das Pokémon weg. Was passiert jetzt mit denen da? Oh. Und kalt. Das ist jetzt kaputt. Habe ich das Pokémon einfach kaputt gemacht? Ja, schade. Hätten wir doch Blumen da schon mal gemacht, würde ich meinen, hätten wir da mal Fütterchen. Das ist auch Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Ah, und da jetzt auch noch nicht. Ah, das ist nicht schön. Da hinten hat es auch noch etwas rum. Du reagierst nicht. Du reagierst auch nicht. Gut. Okay. Du bist leer jetzt. Ah, da. Hätten wir noch nicht. Ist zwar am Schlafen. Aber die aufwecken.
Kristallblumen und da unten hat es auch noch etwas. Das Krapador. Ja, da haben wir schon. Ah, du wärst aufgestanden. Oder etwas können machen. Aber da im Dschungel gibt es sicher auch irgendwie noch alternative Wege, irgendwie, wo man kann freispielen kann. Hoffe ich mal. Ich hoffe auch, dass wir die irgendwie werden finden, irgendwann mal. Oh. Oh. Das ist jetzt gerade etwas für anjucken. Möglichst groß wäre schön. Jetzt sonst noch jetzt da irgendwo etwas. Die Höhle haben wir das letzte Mal auch schon gesehen, ob es da noch etwas drin hat. Ah, da der Decke oben ist etwas. Da haben wir so ein Libelle-Ding gehangen, wie das heisst, weiß ich jetzt nicht. Ja, viele verschiedene Pokémon haben wir jetzt nicht gesehen hier bei der ersten Fahrt. Aber etwas sollte es gegeben haben und ich hoffe mal, dass er zufrieden ist jetzt mit den Blumen, die wir gefunden haben. Ja, und können wir da mal Fotos zeigen. Also da hätte ich eins gerne, wo er uns anschaut. Und da werden wir nie angeschaut. Ist alles Sterne 1. Haben wir schon. Da wäre ein Sternli 3. Aber ist sicher nicht schön, aber ja, wir haben es probiert, da hätten wir auch alles ein bisschen und da ist Sternli 3. Nehmen wir doch da. Esfelino haben wir da noch. Das Sternli 2 ausprobieren. Ja, da wird nicht so gut sein. Ja, und da. Ja. Auch nicht wirklich, da wird auch nicht besser sein. Das Krapador, da ist eh ein Schrott da. Und da hoffe ich, dass etwas 3 Sterne sollte etwas werden, hoffe ich. Gefällt mir da fast am besten. Und den Blumen, die wir natürlich nicht wollen. Und dann schauen wir, was er meint dazu. Ob er zufrieden ist mit uns oder nicht. Ja, mega. Drehen wir so. Oh, 4000er sogar. Wenigstens ein gutes Foto ist uns gelungen. So wie das aussieht. Ja, da haben wir mal verbessern, aber wenn der Blick richtig noch besser wäre, gäbe es doch noch ein paar Pünktchen mehr. Ariados, da ist da die so Spinnen, ne? Da ist noch ein Spinnennetz am Anfang von dem Kurs, von dem Pokémon. Bubungus. Komischer Name. Da ist ganz schönes. Viel Punkte. Ja, da wird über nicht viel gehen. Ja, nicht einmal 2000, sehr schwach. Und da wahrscheinlich noch nicht viel mehr.
Nice work. Mal die Größe ist noch gut. A new discovery. 2,5. Nice work. Ja, 2,8. Ja, nicht so weit daneben mit schätzen. Nice work. Ja, das ist nicht. Und das ist auch nicht. Da wird etwa 2000 geben. Da hoffe ich natürlich auf 4000. Ja. Dem ist so. Und wo wir auch noch hätte A new wollen. discovery. Ja, wird es? Nein, wahrscheinlich noch nicht. Hmm. Ja, fürs Level 1 lange jetzt nicht. Du hast bei deiner Erkundung der Strecke auch zu dieser Uhrzeit tolle Arbeit geleistet. Mach weiter so. Ah, Übrigens, da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Du darfst gespannt sein. Und einen neuen Auftrag haben wir bekommen, den werden wir uns auch noch anschauen. Aber wir würden jetzt da den Fall zuerst zurück ins Basiscamp. yep. Gut gemacht. Ich konnte dank eurer Fotos genügend Daten Now sammeln. then. Außerdem möchte ich euch noch etwas zeigen. Oh, das ist doch diese komische Kugel, die du entwickelt hast. Sie kann Pokémon und Kristallblumen zum Leuchten bringen, stimmt's? Mhm. Genau, das ist eine Lumina-Kugel. Aber diese blaue Lumina-Kugel funktioniert leider nur hier auf Floreo. Was? Wieso das denn? Ich vermute, dass sich die Energie je nach Insel leicht unterscheidet. Now then. So, jetzt möchte ich euch aber erstmal zeigen, welche neuen Erkenntnisse ich mit Hilfe eurer Daten gewinnen konnte. Schaut euch das mal an. Observe. So. Ja, sieht eindrücklich aus. Nice! Abgefahren! Oh! Wow, wie schön! Oh, das ist also dieses besondere Leuchten, das nur in der Lentil-Region auftritt. Wie hieß es noch gleich? Lumina-Phänomen? Interessant, dass es sowohl bei Pokémon als auch bei Pflanzen auftritt. Mhm. Mit diesen Kugeln kann man dafür sorgen, dass Pokémon und Kristallblumen vorübergehend illuminiert werden. Wenn das passiert, solltet ihr genau auf Veränderungen des Pokémons und der Umgebung achten. Hey, so Können wir bitte auch die für Floreo haben? Yep. Natürlich. Wir sollten nochmal in den Naturpark zurückkehren, um diese auszuprobieren. Also, in dem Fall haben wir jetzt zu den Äpfeln da noch so eine Lumina-Kugel bekommen. Dem werden wir sicher auch noch das eine oder das andere entdecken können. Und die für verschiedene Regionen in dem Fall geht. So wie das aussieht. He? Gut. Dann haben wir da noch neue Aufträge bekommen. Beeindruckende Fortbewegung. Okay, das ist Tangelos. Da könnten wir eigentlich mal probieren. Wer braucht schon Flügel? Ist auch neu. Stodri kann fliegen. Okay, dann machen wir noch. Das probieren. Hab keine Angst. Okay. Da ist jetzt weniger. Und da hat es auch noch neu gegeben. Tanz mit der Königin, da wäre aber Nacht. Wer auch mal einen Versuch wert. Für wen arbeiten sie? Okay, das ist wieder etwas Gleiche, oder? Safkan von oben wäre für den Dschungel. Aber im Bau.
Okay. Und da jetzt, gut, den kennen wir schon. Also, was wollen wir denn probieren? Also, ich denke, wir machen den Naturpark einmal. Nochmal, und zwar bei Nacht. Yeah. Oh, right. Hab keine Angst, oder? Ja, Flügel. Ich glaube, wir probieren doch Flügel und Tanz mit der Königin. Und das andere, für wen arbeiten sie? Keine Ahnung, was wir machen, aber wir haben ja jetzt eine neue Kugel. Also mit der sollten wir schon das eine oder das andere die neue auch machen, hoffe ich. Wer? Take care. Oh, da könnte noch ein schönes Foto gewesen sein. Ah, okay, da ist wahrscheinlich da mit der Fortbewegung gemeint gewesen, aber ob jetzt das... Oh, really? Ah, okay. War noch stark gemeint gewesen da. Nice. Ui. Buckenschwung können sie auch. Okay, schön. Okay. Oh. Jetzt da etwas, wenn wir da illumisieren. Genau verpasst, hä? Was tönt da so? Oh!
run out of memory. Let's call that enough research for now. Ah, jetzt noch ein Viertel mehr. Jetzt haben 2 Viertel gemacht. Ich glaube, etwa etwas haben wir geschafft, hoffe ich. Oh, Wäre ja eigentlich auch schön und hoppla. Mit der illumisierten Form ist ein 4 Stern und sonst ist es noch ein 3 Stern. Okay, der hätte in dem Fall komplett, hätte noch zumindest vor allem einmal, da ist aber weiterhin noch ein 3 Stern, aber könnte durchaus besser sein. Mal ausprobieren. Da wird wahrscheinlich noch, nein, das ist wahrscheinlich nicht. Das Taubers ist ein 3 Stern und das 3 Stern hätten wir auch noch nicht, also wäre auch komplett. Und da ist 4 Sterne, aber das ist sehr, sehr schwach. Aber in dem Fall haben wir da wahrscheinlich den Auftrag erfüllt mit dem. Da ist 3 Sterne haben wir schon, also nichts Neues. Dann können sie mal probieren, aber werden die größte wahrscheinlich nicht sein. Aber das Entli hätte ich gerne, das Schwaderente, da ist es 3 Sterne und da hätten wir noch nicht. Ja, wir probieren gleich da wieder jetzt ein andere Pokémon drauf. Hoffe eigentlich, dass es eben ein paar Punkte geben können. Das Raupi wird nicht gut sein. Das Pinsir ist 1 oder 2 Sterne, ja, ich glaube, das sind alle besser. Und da wäre mal mit der Größe, wo ich hoffe, dass von der Größe her mal könnte ankommen, dass einigermaßen gut wäre. Und das da drin ist, da ist ein 4 Stern da in der Luft, da hätten wir in dem Fall auch geschafft. Felinara hat den Ball auch nicht so gern gehabt, die hat nur aufgeweckt. Ist es 2 Sterne, ist ja schon mal etwas. Das Hut wird wahrscheinlich noch nicht sein und da ist ein neues und da hätten wir sogar ein 4 Sterne. Ja, kein Blick. Ja, ich glaube, ich darf da probieren. Und da wird. Ja, da ist nicht. Das müssen wir gar nicht probieren. Aber wir probieren es gleich. Vielleicht ist es noch ein Auftrag, aber wahrscheinlich eher nicht. alright. Great Ja, dann timing. muss ich die Bewertungen mal wieder anschauen. Etwas vom langweiligsten im Spiel natürlich. Hopplo ist komplett. Perfect timing. Die Pose ist besser, die Größe ist besser. Ja. Kann sich sehen lassen. Würde ich meinen. Nice work. Ja, das ist Pose und alles. Positionierung wäre gut, aber sonst ist es nicht wirklich besser. Das Taubers ist ein neues. Okay, 4, 8. Excellent. Kann man auch nicht viel sagen. Da gibt es gar keine Punkte, aber Excellent. okay. Nice work. Ja, der Schnabel ist zwar abgeschnitten, darum gefällt es mir halt noch nicht so gut. Great timing. Da auch sehr schön viel Punkte. Nice work. Da wird nicht besser sein. Da ist ja nicht viel schlechter. Nice work. Das Raupi, ja. Ja, ja, ist gut so. Nice work. Da ganze minime Steigerung, okay. Besser als nicht. Great timing. Größe gefällt dem illuminiert im Fall und Größe ist auch fast perfekt. Ja. Also da muss ja auch fast ein gutes Bild sein. Great timing. Auftrag erfüllt. Excellent. Nice work.
Nice work. Da ist nicht besser. Und das ist neu, also da gibt es auch noch mal ein paar Punkte, wie ich meine. Der Auftrag erfüllt. Da ist mit Tangelus, glaube ich, nicht gestanden. Also das haben wir nicht geschafft. Da ist klar gewesen, dass das nicht besser ist. Und da wären wir auf dem maximalen Level, also Level 3 ist in dem Fall Maximum. Du hast es weit gebracht, vielen Dank. Damit hast du meine Erwartungen mehr als übertroffen. Ja, ist gut, passt eigentlich. Ja, Strecke neu starten möchte ich nicht. Basiscamp. Mal schauen, ich glaube, noch etwas Neues sagen wird er uns nicht. Hey, so Ja, gut, ja, man sollte auf alte Strecke zurückkehren und Lumina-Kugel ausprobieren. Ja, ich glaube, schauen wir mal noch, welche Aufträge das wir geschafft haben. Und da brauchst du schon Flügel. Für wen arbeiten Sie? Tanz mit der Königin. Frag mich, was wir dort mal machen. Die haben wir davon nicht geschafft. Fortbewegung. Wo ist denn der jetzt gerade? Pflege der Blumenwiese wäre noch. Ja, ist ja gleich. Aber wir machen da mal eine bisschen längere Folge. Etwas schauen wir uns noch an. Ich würde sagen, oh den yeah. Baum. Sollen wir mal nochmal bei Nacht? Bei Nacht sind wir erst auf Level 1, kommen wir probieren den nochmal. Vielleicht passiert ja nachher noch etwas Interessantes. Wäre ja noch schön. Und allzu viel haben wir jetzt eigentlich in der ersten oder bei Nacht auch nicht gesehen, wenn wir ehrlich sind. Take care. Ah, da oben ist eine schlafende Arbocke. Den können wir mal noch sehen. Fotografieren. Da kann man nichts machen mit beiden Bällen nicht. That's great. Sicher mal noch ein Sternli-Bild, haben wir ja noch nicht. Oh, Ah, da. Jetzt sehen wir sie mal.
fügen den an. Ein spezielles. Gibt es auch noch Blumen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, hä? Und genau dem mit Blätter kommen, oder? So schön, ganz Baum leuchtet. It's time. Da noch ein besseres Viertel gibt, keine Ahnung. Wahrscheinlich noch nicht. Also viel Gutes, Schlaues haben wir nicht entdeckt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss sich die Runde auch sparen. Also die Runde ist jetzt gar nicht aufregend gewesen. Das letzte Mal etwas entdeckt, ja, das ist weg. Das ist nicht mehr dort. Aber wir können hoffen, dass wir Level 2 geschafft haben jetzt da, wenigstens bei Nacht, dass wir dort genug Punkte gesammelt haben. Wenigstens das erreicht. It's time. Weil dort haben uns nicht so viel Bildchen gefehlt. Wenn wir hocken lassen, das ist nicht gut. Da werden wir das Leuchten in den Wunder nehmen. Da mehr Bild, mehr Punkte gibt oder nicht. Schlafende Awak. Da ist es so, der Solarsterne 1. Das ist immer Sternli 2, gut, das wird nicht besser sein. Da hätten wir dafür ein Sternli 2 und ein Sternli 3. Sternli 3 ist da, was anfängt zu essen, aber... Ah, das ist nicht mehr so gut. Moment, aber Sternli 3, Sternli 3. Sternli 1 und so haben wir noch nicht, Sternli 2 haben wir auch noch nicht, also den wir da ausprobieren. Da hätten wir sicher mal noch ein Sternli 2, Sternli 3, wer da, wo noch nicht schön drauf ist, wenn er da den Looping macht. Das Sternli 3 Kappador. Nehmen wir auch noch nicht. Ist doch gut. Das gibt sicher ein paar Punkte.
Nice work. Gut. Auf der Pose her gibt es nicht mehr. Da beeindrucken das Illuminierte nicht so wirklich. Und da ist kein Auftrag abgeschlossen, aber er hat doch gesagt, aber Baum. Nice Wenn ich work. vielleicht genauer lesen mal. Okay, Nice work. da wird 90. Nice work. Nice work. Nice Jetzt gehen wir work. da einfach mal ein bisschen schneller durch. Great timing. Ja, die 11.000 sollten wir geschafft haben. Also sind wir da bei Nacht jetzt auch auf Level 2 und... Oh! Ja, Ah, ach übrigens, es mit einer, ja, hast du etwas Neues zum Erzählen wieder? Nehme ich an und neue Aufträge. Also wir gehen da in dem Fall noch ins Basiscamper, wenn die Folge eh schon relativ lang ist. Dann ist es nochmal ein bisschen länger. all right. On to the next site. Lass uns anfangen. Now then. Wir können jetzt zu weiteren Orten aufbrechen. Ich habe 2 neue Teleporterpunkte ausfindig gemacht. Oh, echt? Wo denn? Look. Einer befindet sich auf dieser länglichen Insel und der andere mitten im Meer. Ins Meer? Es gibt in Winz nie vorgedrungen, oder? That's great! Der Wahnsinn! You mind? Ich überlasse es euch, in welcher Reihenfolge ihr diese Orte erkundet. Strengt euch weiterhin an. Ja gut, in dem Fall wissen wir, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Wir haben mal 2 neue Strecken, die wir dürfen anschauen. Und hoffen, dass wir das Level 1 schaffen, dass wir die Nachtstrecke auch freischalten könnten. Somit vielen Dank, dass ihr dabei gewesen und man hört sich.